ja auch einen schönen guten Abend zusammen. Super, dass die ganzen Leute hier sind. Ich möchte ganz herzlich bedanken, dass ihr mir das anbieten. Zum einen für das Kommen einmal heute und beim letzten Mal machen. Ich war noch öfter hier rein, also war immer mit Freund und Gott und mehr. Und zum zweiten für den Einsatz an mich. Ich meine, die allermeisten sind ja natürlich erst nach Japan für das Thema engagiert dabei, sondern schon lange vorher. Spätestens als Vanderbilt, also 25 Jahre, die allermeisten auch noch direkt von Beginn an. Also das ist viele Jahre Engagement, das bisher immer belächelt wurde, aber nie ernst genommen. Und ich finde es einfach eine Schande, dass es nach Vanderbilt noch eine zweite Katastrophe wie Fukushima viele Zwischenfälle davor gebraucht hat, bis die Bundesregierung scheinbar jetzt doch mal das Risiko anerkennt und so betreut, damit die manchmal nicht das abnehmen kann. Aber so tut das, wird sie ernst nehmen. Denn zum Ernstnehmen gehört dazu, dass man handelt. Und ein Moratorium und die Gründung von Kommissionen sind kein Handeln in meinen Augen. Darum ist es unsere Aufgabe, so sehe ich das, und wahrscheinlich auch viele von euch, und wir werden jetzt hier, weiterhin Druck zu machen und Stellung zu beziehen, damit das Handeln der Bundesregierung auch erzwungen wird. Es kann ja nicht sein, dass wir jetzt die Ethikkommission bilden und andere Kommissionen und das so lange machen, bis der Widerstand wieder schwung und dann wieder aufhören und darauf hoffen, dass alles so weitergeht wie vorher. Darum müssen wir jetzt weitermachen, wir müssen weiter Stellung beziehen, wir müssen weitermachen, um die Bundesregierung unter Druck zu setzen, damit wir nicht wieder zurückkommen. Weil das ist der einzige Weg, der gangbar ist. Darum ist es wichtig, dass wir heute hier sind und noch öfter da sein werden. Darum ist es wichtig, dass nächste Woche die Demo ist, die hoffentlich gut besucht ist, bisher war es immer. Gut, dass wir nochmal ansprechen. Termin und Fahrmöglichkeiten ist eigentlich kein Problem, da hinzukommen. Und es kann ein großes Zeichen sein, dass endlich auch mal Verkehr einzieht, was gemacht wird. Des Weiteren ist es ja auch ein Thema, was alle angeht. Es ist egal, ob man nah an einer KW dran wohnt oder an einer Bahnanreichungsanlage oder ähnliches oder beim Bett wohnt, das Risiko besteht für alle. Und egal, ob man jetzt alt oder jung ist oder ob man noch nicht auf dem Feld ist, es ist das Risiko, was alle Leute angeht, und es kann keiner verantworten, das Risiko zu tragen. Und darum, lass uns weitermachen, es kann bei Aktionen noch so haben wir öfter gesehen, es kann bei den Faktoren unwahrscheinlich, aber wenn was passiert, die Katastrophe ist furchtbar groß und kann keiner verantworten. Der Restmüll, der Atommüll, keiner hat eine Antwort, der muss, das ist total unglaublich lange. Das ist